Hallo, mit Start des Schuljahres erhalten wir häufig die Rückmeldung, dass ihr euch nicht mehr bei Moodle anmelden könnt. Und daher möchte ich das noch einmal kurz erläutern. Voraussetzung Nummer eins: Ihr müsst die richtige Seite finden, aber wenn ihr dieses Video seht, habt ihr sie wohl gefunden. Moodle acg-bonn.de. Ihr klickt oben rechts auf Login und müsst dann eure Benutzerdaten und das Passwort eingeben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ihr schon einen Account hattet vom letzten Schuljahr und euch auch an die Zugangsdaten erinnert, könnt ihr die erstmal weiter benutzen und müsst überhaupt nichts Besonderes bedenken. Das ist so wie immer. Möglichkeit 2: Ihr seid neu an der Schule und habt noch keinen alten Account als neue Fünfer oder Quereinsteiger, oder ihr habt eure Benutzerdaten vergessen und möchtet einfach einen neuen Account anlegen. Dann könnt ihr die Benutzerdaten benutzen, die ihr auf den kleinen Zettelchen gekriegt habt, die am Anfang des Schuljahres verteilt werden. Die tragt ihr ein, Benutzername und Passwort, klickt auf Login. Und dann kommt ihr auf die Profilseite. Und von dieser Profilseite kommt ihr nicht weg, bis ihr eine gültige E-Mail-Adresse eingegeben habt. Und diese E-Mail-Adresse muss eine E-Mail-Adresse sein, die ihr auch abrufen könnt. Ich trage jetzt hier mal eine ein, irgendeine Fake-E-Mail-Adresse, also die ich aber abrufen kann, und klicke dann unten auf Profil aktualisieren. Jetzt wird gesagt, Achtung, es wurde eine E-Mail verschickt. Ihr könnt auf Weiter klicken, ihr landet aber wieder auf dem Profil und es wird gesagt, die Änderung ist noch gar nicht abgeschlossen. Ich muss erstmal auf den Link klicken, der in der E-Mail steht. Und die E-Mail gucken wir uns gleich an. Ich gucke mal, ob eine gekommen ist. Ja, es ist eine E-Mail gekommen mit einer Anrede, guten Tag, mit dem Namen. Man möchte die E-Mail-Adresse ändern, dazu muss man auf den Link klicken. Allerdings ist hier auf jeden Fall bei mir im Programm ist es gemeint, dass das gar kein richtiger Link ist, sondern das, was ich machen muss, ich muss das Ganze kopieren mit Steuerung C oder rechte Maustaste kopieren und dann muss ich wieder einen Browser öffnen und die Adresse eingeben. Ich habe hier einen neuen Tab geöffnet in Firefox, klicke auf die rechte Maustaste einfügen und drücke auf Enter. Jetzt wird gesagt, die ist erfolgreich aktualisiert. Super. Jetzt muss ich mich noch abmelden und ich versuche mich wieder anzumelden. Gebe meine Daten ein, klicke auf Login und jetzt sieht die Seite anders aus. Ich komme auf die Startseite und da ich zum ersten Mal hier bin, werden noch ein paar Tipps gezeigt. Und ich klicke auf die Startseite, suche das passende Schuljahr und dann muss ich gucken, bin ich in der Sekundarstufe 1 oder Sekundarstufe 2. Ich stelle mir vor, ich bin in der 2, ich bin vielleicht in der EF. Dann werden hier alle Kurse angezeigt. Wenn der Kurs nur einen Schlüssel als Symbol dahinter hat, dann kann man sich da gar nicht einschreiben. Dann müssen die Lehrerin oder die Lehrer erstmal diesen Kurs freischalten. Wenn der Kurs allerdings so eine Tür hat mit einem Pfeil drin, dann kann ich einfach da draufklicken und dann mich automatisch in diesen Kurs einschreiben. Das mache ich jetzt nicht, ich will in die Kurse gar nicht rein, aber ihr könnt euch dann die richtigen Kurse suchen. Und wenn ihr nicht in der EF seid, könnt ihr auch Sekundarstufe 1 klicken und den entsprechenden Kurs in eurer Jahrgangsstufe finden. Ich wünsche euch viel Erfolg.